Merci, Herr Präsident, und merci, Madame Lienert. Die hat ganz gut abgezeichnet, das Spannungsfeld, an dem wir heute NRW sind. Spannungsfeld zwischen Stiefhilfe und Stiefbekleidung. Das Spannungsfeld zwischen Euthanasie, Assistance au Suicide und Soins palliatifs. Ist ein sensibles Thema, wie du just gesagt hast, dann vom Leben, als ein Thema, was noch oft evitiert wird. Was können wir noch verstärkt machen, für das jederin sich seiner Vergänglichkeit bewusst wird und noch mal Zeiten darüber nachdenkt, wie gegebenenfalls sein Leben soll zu Ende gehen. Gesetz über die Euthanasie war in dem Sinn ein ganz wichtiger Etappe und erlaubt den Menschen, die das wollen, selbstbestimmt am Respekt von den legalen Konditionen ihrem Leben, respektive ihrem Leiden, den Moment anzusetzen, wo sie das wollen. Bei dieser Debatte dürfen wir aber nicht vergessen, dass es nicht nur um den Weg geht, mit dass wir auch eine breite Reso aufgebaut haben von Services, die sich um Palliativpflege kümmern. Das heißt, die Pflege, die en place gesagt wird, weder für das Leben zu verlängern, noch für frühzeitig Leben noch benannt zu bringen. Zusammen, und ich betone, zusammen bietet das Euthanasiegesetz an der gesetzliche Kader rund um Palliativhilfe eng rum, an der jederin sich kann herumfinden. Wir alle Guten sind Multiplikatoren von dem, was es gibt. Und der Deputierte Baum hat darauf hingewiesen, dass als Verantwortung Regierung, Deputierten, all zusammen die Informationen nach außen zu drohen, die es gibt. Für ein Tabu noch besser zu brechen und aktualisiert Informationen rund um das Leben anzugehen, sind wir am Gang, eine Broschüre Ma Volonté en fin de vie zu adaptieren, so wie das auch am Plan d'Action nationale vorgesehen ist. Oft merken wir am Terrain, dass noch viel früher rund um die zwei gesetzlichen Kadern existieren, als heute auch am Reflet vom Rapport gesucht gehen. Disposition de fin de vie und Direktiv anticipé gehen oft noch verwechselt. Die erste, also Disposition de fin de vie, appliziert sich am Kader von des Soins palliatifs und Direktiv anticipé als das Dokument, das muss analogisch gehen, für die Kommission nationale d'évaluation et de contrôle zu erlauben, hier Arbeit expost zu machen. Die spezifischen Kommentare und Kritiken, die die Kommission an ihrem rezenten Bericht abgeworfen hat, sind am Gange analysiert zu gehen. Da sie verschiedene dabei, die eine Lichtadaptation vom legalen Kader mit sich bringen, andere, die mir fundamental sind. Erstens, wir werden an Kommission de Nomenklatur gehen mit einer Konsultation fin de vie. Das ist weder eine Konsultation d'Euthanasie noch eine Konsultation soins palliatifs, mais wie ich wieder gesagt habe, eine Konsultation fin de vie, für die Person weiß, was Möglichkeiten sind, équilibriert zwischen dem einen gesetzlichen Kader und dem anderen, weil sie funktionieren just zusammen. Zweitens, da so gedeutet gehen, dass die Dispositionen schriftlich muss nach einer Lot gehen, dass den sich zwar kann Guichet rufen, damit das zum der Hand muss ausfüllen. Ja, das ist NRW. Wir haben Prozedur angefragt bei Guichet.lu. Die Prozedur läuft am Mist spätestens bis Anfangs nächstes Jahres disponibel sind. Drittens, wie gesagt, die aktualisierte Broschüre wird so sehr wie möglich publiziert gehen, aber wir warten nach Retouren vom Terrain. Wir müssen da an Services gehen, an Services von den Soins palliatifs. Es geht nicht just durch den 8. Rapport zu gehen. Wir müssen an Services von den Soins palliatifs gehen, an Spitäler, bei Doktoren. Das sind die Terrain, die wissen, was läuft bei professioneller Santé. An die Tour mit der Partie prenante drinnen wir nach mit Broschüre rausgehen. Viertens, besser Info am Spital. Die Message soll man mit, gehen wir mit führen und denken, dass wir eine Tour durch Spitäler machen, und zwar Palliativen, werden wir da auch Retouren kriegen. Fünftens, es gibt noch viele Ambulanzservices, Soins palliatifs daheim. Wir brauchen nicht alle Guten ans Spital zu gehen. Und zusammen mit den Spitalspaten sind wir an Soins palliatifs gut aufgestellt.
Sechstens, en par le moindre des points, das den ganz Diskussion rund um Minere, rund um Kanner. Ja, im Akkord de Koalition steht, dass wir eine Struktur bauen. Die Struktur ist am Gang geplant zu gehen. Das wird eine Struktur sein, die stationär bei Omega-90 gesiedelt ist. Aber bis dahin, bis ein Miner an eine stationäre Struktur könnt, brauchen wir auch hier ein Réseau für Soins palliatifs um Terrain, den ein Parcours vom Kant, vom Jugendlichen abzeichnen. An dem sind wir am Gang zusammen mit dem Service spezialisiert vom CHL abzuzeichnen. Und last but not least, das, was über das Gesetz rausgeht, das heißt, viele Menschen psychische Probleme, die im Moment noch nicht richtig können adressiert gehen, denken nicht, dass man da aber muss konkret Fragen stellen, also was wollen wir da konkret? An die konkret Fragen dann einem Gremium gehen, wie zum Beispiel der Kommission Nationale d'Ethik, für zu gucken, sie einen 98 Rapport gehen, da waren sie relativ rezistent auf dem dritten Domain, dann 30 Jahre später werden wir wahrscheinlich auch eine Evolution spüren, so wie wir es an der Gesellschaft spüren, dass die dort Sujets umgegangen gehen. Ich will zum Schluss ein großes Merci sagen für die wirklich wertvolle Stunde, die wir zu diesem Sujet hatten. Ein Sujet, den eigentlich immer aktuell sind, so wie die Geburt auch zum Leben gehört auch das Lebensende zum Leben. Der Weg dahin ist mehr oder minder lang, mir oft lang genug, für darüber nachzudenken, wie dieser Weg obenan soll gehen. Merci für die Nullausstre.